Über 11 Jahre hat es gedauert. Nun endlich ist Rubin zurück. Als Omega-Rubin-Version. Hallo Freunde, willkommen zu diesem brandneuen, grandiosen Let's Play Pokémon Omega Rubin. Ja, ist ja so, ich habe bereits vorgängig noch eine Umfrage gemacht, oder beziehungsweise ein Infovideo, welche Version, welcher Charakter, welchen Starter etc. soll ich wählen und... Ja, die meisten von euch haben gesagt, ja komm im Omega Rubin, weil Alpha Saphir nehmen bereits andere und so weiter und so fort. Und deswegen legen wir gleich los mit Omega Rubin. Und zum Rest kommen wir gleich auch noch. Bitte was? Ein bisschen Game Advance Style, an schlecht. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk, aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon, Entschuldigung. Das nennen wir ein Pokémon. Ja, ist aber echt geil. Auf dieser Welt leben viele dieser Wesen, die wir Pokémon nennen. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde, die zusammen spielen und einander helfen. Hey, Stuhlrak und Stuhl Junior. Manchmal schließen wir uns auch mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen Gleichgesinnte aus. Pilz da. Obwohl wir ihnen nahe stehen, wissen nicht alles über Pokémon. Pokémon bergen noch viele, viele Geheimnisse. Diese Geheimnisse versuche ich mit meiner Forschung zu lüften. Soviel zu mir. Ja, okay. Ist gerade irgendein Einführungsvideo, das wir hier gerade sehen, oder was ist los? Auf unserer Reise... Der Umzug, war. Und wer bist du? Bist ein Junge oder ein Mädchen? Tja, was sind wir wohl? Also ich persönlich bin zwar ein Junge, man hört es vielleicht. Wie gesagt, ich habe ja die Auswahl gegeben, was will ich machen und so. Und die meisten haben entschieden, ich soll doch den Jungen, sprich Brix, nehmen, weil die meisten anderen Let's Player nehmen bereits Maike, sprich das Mädchen. Wieso verstehe ich nicht ganz, aber okay, nehmen wir mal Brix. Ich dachte, ihr sollte Maike nehmen, weil ja die meisten anderen vermutlich eher ihn nehmen, aber gut. Jetzt mit dem Namen. Ja, der Name ist natürlich Michael, ganz klar. Kanalname ist zwar Michael Sehen, aber das ist halt die Kurzform hier von... ganz kurz gucken, wo ist jetzt... Ah, verdammt. So machen. Das geht schneller. Wo ist jetzt... Ah, hier. So, geht doch. Mike. Ja, jetzt. Ich habe zu große Finger für den kleinen 3DS. Du heißt also Michael. Ja, eigentlich immer noch. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, ich erinnere mich auch noch. Ja, so damals, wie gesagt, Rubin Saphir Version aus 2003 Game Advance Zeit. Und Brix war einer der Charaktere, von denen man lange Zeit dachte, er hätte eigentlich weiße Haare. Weil damals sah es wirklich so aus, nicht so braune, sondern... Ja, also hier sieht man ja, es ist die Mütze, die weiß ist. Aber damals dachten viele, Alter, er hätte weiße Haare. Und jetzt sind die plötzlich mit braunen Haaren, das passt mir gar nicht mehr. Naja. Du bist der Michael, der in meinem Heimatort Wurzelheim ziehen wird. Oh, die alte Karte. Also gut, bist du bereit? Wir fahren noch. Soll ich jetzt da rausspringen? Ein Abenteuer kann nun beginnen. Aus einem fahrenden Lastwagen fallen. Das muss ein Abenteuer sein, ey. Ein Mund stürzt sich in die Welt der Pokémon und sich bald wiedersehen kann mit... Was können wir ein Labor besuchen? Okay. Das Intro war geil. Ist geil, Entschuldigung. Kartennavi. Ja, die Karten sind noch ziemlich so wie damals beim Original. So, könnt ihr was machen hier? Ein bisschen größer. Jüpp. Okay, da sind natürlich die Städte. Die Grünen dürften wohl die jeweiligen Spezialgegenden sein, sprich irgendwelche Höhlen oder... Ich sag fast schon Verliese, aber einfach halt speziellere Orte, wa? Bereits alles auswählbar? Okay. Zack. Zuck. Alter. Ja, also doch mit Tastensteuerung, war schon immer nur drauf loszukloppen. Nehmen wir ein Getränk dabei? Okay, ein Standardtrank natürlich, das ist eigentlich immer so. Beeren, Bas-Items, VMs, nix gut. Tja, Leute. Los geht's. Schauen wir uns mal Wurzelheim in 3... Azulpuppe. Die Geruch weckt alte Erinnerungen. Oh ja, wie gesagt, 11 Jahre bereits her. Los geht's! Wurzelheim in 3D.
Hä? Wer ist denn da oben? Michael, da bist du ja, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all uns Sachen war bestimmt ermüdend. Sehr ermüdend. Bin beinahe eingeschlafen. Vor allem natürlich, weil ich lauter blaue Flecken jetzt habe. In diesen Scheißkisten. Aber jetzt bist du endlich da. Wieso muss ich eigentlich hinter mir fahren? Ihr durftet vorne? Fies. Willkommen im Wurzelheim, unserem neuen Zuhause. Wie gefällt es dir? Ich finde dieses Dorf richtig idyllisch. Ihr kann bestimmt wunderbar leben, finden Sie nicht auch? Und du bekommst natürlich dein eigenes Zimmer, Mike. Also, komm, lass uns reingehen. Ja, so sicher werden wir da jetzt nicht, dass ich ein eigenes Zimmer kriege. Ich meine, ich musste ja auch hinten drin mitfahren. Naja. Die Umzugsmarschall, die es ja auch noch gibt. Na, was sagst du, Michael? Drin ist auch ganz gemütlich, oder? Naja. Die Pokémon Umzugsfirmen übernehmen für uns das Einräumen und das Saubermachen. Das ist sowas von praktisch. Sklavenarbeit, was? Mascho, Mai. Hey, wieso Mai? Du bist kein Mascho, du bist ein Maschok. Vielen Dank für alles. Gute Arbeit. Mai. Richtige Sprachtalente. Mascho, Mai. Was ein Quatsch, ey. Schau mal dein Zimmer oben im ersten Stock an, Kumpel. Vati hat dir als kleines Umzugsgeschenk eine neue Uhr gekauft. Stell sie bitte richtig ein, Michael. Ja, das war glaube ich damals auch noch so, weil ich mich erinnere. Also gesagt, Rubin, Saphir, Smaragd, das ist schon Ewigkeiten. Ich glaube, zum letzten Mal Smaragd etwa vor 5, 6 Jahren gespielt, glaube ich. Also nicht gerade erst seit gestern. Also im Kühlschrank, nix. Ja, nix. Ja. Immer noch die gleiche Puppe. La. So, die Uhr einstellen. Das will er richtig ein. Ja, mach natürlich. Im Grunde genommen kann es eigentlich auf die Systemzeit. Aha. Ich glaube, fragen muss, was manuell einstellen, aber nee. Die Uhr ist jetzt auf 14:40. Das ist irgendwie ein bisschen falsch, aber egal. Michael, dir gefällt dein neues Zimmer? Wie ich sehe, ist alles wunderbar aufgeräumt. Sehr schön. Und ist auch schon alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind wirklich praktisch. Ach ja, schau mal nach, ob auch auf deinem Schreibtisch nichts fällt. Wollen wir mal offen. Tipp Nummer 1 für Abenteurer. Öffne das Menü mit dem X-Knopf. Dann kannst du speichern. Yeah, X. Geil. Yeah, X. Geil. Yeah, X. Geil. So reicht auch. Eine große Karte. Ja, ich sehe grausam viel. Ich habe sogar meine eigene Relaxo-Figur. Relaxo-Puppe. Ja, Entschuldigung. Haben wir hier noch? Ah, eine Premium-Wii U. Das ist eine Wii U-Konsole. Das Gamepad hat einen eigenen Bildschirm, vor allem für Super Smash Bros. Geeignet. Jo. Die Mutter gefallen würde. Also, wie so verrückt finde, ich habe ein eigenes Zimmer oder eigene Fernseher, eigene Wii U, ist ja alles cool, aber meine Mutter nicht mal ein eigenes Bett. Naja. Kann ich schlafen? Hallo? Will pennen? Okay, geht nicht. Der Verleih ist leer. La. Oh Mann, Leute, ich freue mich so. Okay, Turbo tritt bereits an, schlecht. Ich kann bereits richtig Turbo treten. Mama, wo bist du? Ja, da bist du ja, Michael. Schnell, komm mal her. Hä? Wieso? Da, siehst du, das ist der Rede von Blütenburg City. Ich glaube, Vati ist gleich im Fernsehen. Interviewer. Und das ist auch unsere erste Reportage über die Arena von Blütenburg City. Es folgt eine Ankündigung zur Astronomie-Show, die alle Welt bereits ungeduldig entgegenfiebert. Hä? Oh, schon vorbei. Wenn Vati wirklich im Fernsehen war, dann haben wir ihn leider verpasst. Schade. Ach ja, bevor ich es vergesse. In dieser Stadt wohnt einer von Vatis Freunden. Professor Pirk ist sein Name. Er wohnt gleich nebenan. Schau doch mal bei ihm vorbei und sag Hallo. Okay. Wieso nicht? Ich habe eh nichts Besseres zu tun, oder? Ohne eigenes Pokémon und so. La. Und das muss wohl das Labor sein. Birks Pokémon-Labor. Ja, der Birk. Das ist mir ein Birk. Selbst wenn du in einem 3DS-Modus im Standby-Modus befindest, kannst du Daten von vorne erhalten, den du via Street Pass begegnest. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Jo, Wahnsinn, wa? Normalerweise scheint der Professor Pirk den ganzen Tag in seinem Labor um zu forschen. Manchmal stürmt er wie von einem Tentakel gestochen nach draußen wilden Tintantel. Neue Daten zusammen. Kann ich sagen, mal zu Hause? Da frage ich mich auch.
Wurzelheim, ein Ort, wir sind nur einmal... Ah, mit rauszoomen, cool. Ja. Eigentlich noch wie früher, war ein bisschen natürlich aufmodelliert und so, aber... Sonst nicht groß anders wie noch vor 11 Jahren. Oh, hallo, wer bist du denn? Ah, du bist Michael und neuer Nachbar. Freut mich sehr. Wir haben eine Tochter in einem Alter. Sie wollte schon der Ratte kennenzulernen. Ich glaube, sie ist oben in ihrem Zimmer. Ich hoffe, wir werden gute Freunde. Ja. Der Standardspruch von allen Muttis. Oder zumindest fast allen. Ullala. Pokémon bei guter Gesundheit. Items verstaut. Fehlt noch was? Was? Wer bist du denn? Was zieht denn die für eine Schnute? Ja, du bist Michael. Ihr seid also heute hergezogen. Ich bin Michael. Schön, dich kennenzulernen. Mein Traum ist es, mit Pokémon aus der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Als Professor Birk mir erzählt, dass du hier herziehst. Naja, ich hatte gehofft, dass du nett bist und dass wir Freunde werden können. Was reden Sie da schon wieder? Und das bei unserem allerersten Gespräch. wie die echte Maike war, zu Beginn noch, im Anime. Oh nein, was hat das vergessen? Ich wollte meinem Vater doch helfen und ein paar wilde Pokémon für ihn fangen. Bis später, Michael. Tschüss. Okay. Und sie hat natürlich auch nur eine Basic-Video, wa? Oder ist das silberne? Sieht irgendwie ein bisschen weiß aus, naja. Eine Puppe hat sie nicht, wa? Ist klar, die Junge spielen Puppen, das Mädchen nicht. Was sagt die Uhr an? Irgendwie niedlich aus, naja. Und ja, die Höhenregion, ja. Was ist noch irgendwas Interessantes hier? Kommt 100 Pro im Test, was unbedingt lernen. Das 4 Tage auf einmal beherrschen. Na gut, das ist nichts Neues. Natürlich besonders für die Oldies unter uns, ja. Ja, was heißt Oldies? Natürlich auch vor allem für diejenigen, die Pokémon bereits kennen und lieben. Wo steht mein Mann noch wieder? Ausgerechnet jetzt, wo du uns besuchst, ist er nicht da. Ja. So ist das halt. Das kann man nicht ändern. Ja, vor allem mal so obligatorisch, aber. Hallo? Ich kann da hinten jemanden schreien hören. Was soll ich tun? Was sollen wir tun? Ihr müsst doch helfen. Ja, geh schon. Hilfe! Eine Pfiffchen, wie süß, und spielt mit einem Mann. Hilfe, du da drüben, bitte hilf mir! Schau mal in den Beutel, da drin sind ein paar Pokébälle, komm schon! Der hier war. Ich geh mal wieder. Wo willst du hin? Bitte lass mich noch im Stich. Doch, geh mal. Tschüss. Wo willst du hin? Bitte lass mich noch im Stich. Das folgt sowieso, wenn ich jetzt hier mache. Wo willst du hin? Bitte lass mich noch im Stich. Ja, ich will mir eigentlich helfen, aber nee, natürlich nicht. Ja, ich glaube, das ist echt eine... Ja, da kommen wir nicht mehr raus. Da gibt es eine Situation, die sich rausglitschen könnte. Das will noch was macht der Brix da? Ganz langsam schleichen. Ah, interessant. Gut. Tja, Freunde, welchen Starter soll es wohl sein, wa? Wird es Gegarbor, wird es Flamly oder wird es Hydropie? Tja, ich habe die Auswahl gegeben euch, also sprich, ich habe bereits entschieden und keiner von euch wollte, dass ich Hydropie nehme. Interessant. Sehr viele waren für Flamly, weil scheinbar andere bekanntere Let's Player und so nehmen entweder Gegarbor oder Hydropie und deswegen soll ich Flamly nehmen. Viele waren auch für Gegarbor noch. Aber eben die meisten waren für Flamly und deswegen herzlich willkommen im Team Flamly. Ja, die Musik, Mann, die kennt doch noch jeder und jeder liebt sie mit Flamly gegen Pfiffchen. Jetzt bist du sowas von am Arsch, kleines Vieh. Was? Wir haben bereits eine Feuerattacke auf Level 5 drauf, das ist neu. Die Glut! Boom! Ja, auch nicht schlecht. Autsch! Ein Volltreffer. Ach, Leute. Rubin, Brix und Flamly, muss ich ganz ehrlich zugeben, das habe ich schon damals bei Rubin im ersten Mal zocken. Habe es auch schon so gemacht. Puh, ich habe einen Hohengras-Pokémon beobachtet, das von einem angesprungen wurde.
Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, aber warte mal. Bist du nicht Namenssohn Michael? Ich hab dich erst gar nicht erkannt. Du bist ganz schön groß geworden. Das hier ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch bitte in mein Pokémon-Labor. Okay, Mann. Ja, der Grund, wieso ich damals so gemacht habe, war halt vor allem wegen dem Anime noch. Sprich, damals war es bereits nach dem Anime in der Johto-Region so, dass einer von Ash's Herausforderer in der Liga, also sprich in der Silberkonferenz, hat ja ein Logok eingesetzt. Ich war irgendwie so geflasht in den Pokémon, dass ich dachte, jo, muss ich unbedingt haben bei Rubin, Saphir, wie auch immer. Und gut, Flamly wird zu Logok, ganz schlecht. Egal. Na schön, Michael, dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich weiß zum Beispiel, dass du noch gar kein eigenes Pokémon hast. Ja doch, jetzt schon. Und dafür hast du dich im Kampf echt gut geschlagen. Tja, in deinen Armen fließt eben das Blut deines Vaters. Ich hab's, als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte dir das Pokémon schenken, das du ihm eingesetzt hast. Michael erhält Flamly. Also eigentlich ist das eher ein Pokémon für Mike, weil man so denken möge, aber naja, nee, wird schon noch cool, das Ganze. Ich will dem Flamly gleich einen Spitznamen geben. Ist natürlich tolle Vorbereitung gewesen, hab gar nicht daran gedacht, dass es was machen könnte. Nö, noch nicht. Achso, du willst mir also keinen Spitznamen geben. Wenn dich erstmal mit Pokémon beschäftigst und Erfahrung sammelst, wirst du bestimmt ein unglaublich guter Trainer. Mein Tochter Michael stellt gerade auf Route 103 Nachforschungen zu verschiedenen Pokémon an. Hast du nicht Lust hinzugehen, zu schauen, wie es bei ihr so läuft? Nö. Na großartig, Mike wird sich auch sehr freuen. Von ihr kannst du lernen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Ach ja, wenn du verlaufen sollst, dann wirf einen Blick ins Kartennavi deines Pokémon-Multinavis. Multinavi? Der Name ist neu. Du kannst deinen aktuellen Aufenthaltsort überprüfen und nachsehen, wo Route 103 ist, auf der es Mike gerade befindet. Wenn es mit dann irgendwann etwas Ruhe. Ja, ist klar. Dankeschön. So, andere Pokémon noch. Komplizierter. Interessant. Wer bist du? Professor Birk studiert in Lebensraum die Verbreitung von Pokémon. Meine Tochter Mike hilft dabei, seitdem mein Vater wirklich sehr gerne. Ja, schön für ihn. Das ist ein Computer, was du nicht sagst. Okay. Tja. Ansonsten wohl nichts großartig Besonderes. Ein Kaffee für uns. Natürlich auch nicht, wir sind noch ein Kind, wir dürfen nicht Kaffee trinken. Oder ein Teenager, wie auch immer. Wobei schlimmer als Red Bull wäre es ja auch nicht, also von dem her. La 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 la. Di, ja, ja. Ach Leute, ich freue mich. Ja, so. Na, wir gehen so mal, das sieht ganz schön geschafft aus. Und doch ein bisschen aus. Und wie gewohnt, bei Mutti ein bisschen aufpeppeln lassen. Ja, vor allem deswegen natürlich, weil ich bereits im Infovideo erklärt habe, das Ganze soll ja eine Art Community-Arbeit sein, wa? Wir haben dazu auch bereits Vorschläge gemacht, von wegen neuen Pokémon, das zum Beispiel Stoll Junior empfangen, so einem Flurmel, wenn es bestimmte Spitznamen geben soll, etc. etc. Also natürlich auch alles machen werde, wenn es möglich ist. Und dabei, also sprich Flurmel und Stoll Junior fangen und trainieren, dürfte eigentlich schon machbar sein. Vor allem, weil er sowieso vorhat, Stoll Junior zu fangen, von dem her. Ein Wampel! Ich überlege gerade, wenn ich doch einen Wampel tagsüber fange, wird es zu Papinella, und abends wird es zu Pudox, wa? Alter, Schlange her. Aber ich hab gar keine Bälle. Verdammt. Ich muss auch trainieren. Wampel. Und es legt sich erst einmal schlafen. Yeah, Flamly. Tja, haben natürlich mit Flamly ein bisschen für den ersten Arena-Kampf ein Pokémon gewählt, was nicht gerade so taktisch im Vorteil ist. Aber ganz ehrlich, Leute, ist nicht zum ersten Mal, dass ich hier zocken und da hat gerade Heavy kommen so oben durch. Aber ja, kriegen wir schon alles hin. Ein Zickzacks, was macht das denn hier? Ich weiß es nicht. Na, warte du. Komm her, du Zickzacks. Ich verbrenne mal ein bisschen. Burn, Baby, burn. Oder nicht? Als Stufe 2. Ja, Flamlys Spezialangriff muss ziemlich niedrig sein, wa? Und 16 EH-Erfahrungspunkte. Ist das geil? Ist das geil? Wenn wir so fighten, sind der Pokémon müde, dann bringen sie ein Pokémon Center. Es gibt gleich ein See um die Ecke in der Wusalstadt. So, erstmal eine Route 103, die müsste aber, glaube ich, irgendwie hier drüben gewesen sein, wa?
nicht ganz. Nicht ganz. Hier ist 102. Hier oben ist sie. Stimmt, ich erinnere mich, ich glaube, hier oben kann man noch Wingals fangen, wa? Ja, nun kommen wir langsam zurück. Und ich renne, um schnell Pokémon anzulocken, was irgendwie nicht mehr so klappt. Und noch ein Wampel. Lalalala. Tja, Kumpel. Und Übung! Irgendwie schon verrückt, dass sich Flamly noch so krass entwickeln wird, wenn du mal so überlegst. Das ist ein bisschen ähnlich wie noch bei Carpador, war mit Gardos und so. Da hat am Anfang also auch keiner, was ist das kleine Carpador, wenn das so krass, aber ja. Und das gleiche bei Flamly. Ein Pfiffchen. So, mal gucken, was machen wir jetzt Kluges, immer das gleiche, war. Müsste, glaube ich, am meisten Schaden machen an den Tagen, die ich momentan drauf habe. Ja, Tagelbug hat neuerdings 50 KP Schaden. Glut auch 40 und Kratz auch 40. Außer, ich will natürlich irren. Und Flamly kommt ganz aufgeschreckt zurück. Wer bist du? Und Graslau und viele Pokémon. Wenn du eins fangen willst, musst du hier an richtigen Adresse. Problem ist, habt ihr gar keinen. Naja, erstmal gucken. So, Kratzer ist wie gesagt physisch mit 40 Schaden und Glut ist speziell mit 40 Schaden. Alles klar. Was ich gerade gucken wollte natürlich. Wegen Pokébällen, wir natürlich noch keine dabei haben, wa? Nö, nix. Das kommt alles erst noch. Keine Sorge, Leute. Noch kurz einen Kampf, wa? Das machen wir jetzt auf die Schnelle noch. Noch ein Zickzacks. Nun gut, vielleicht gibt es da schöne Erfahrungspunkte für uns. Für Level 7. Flamly! Glutattacke! Flamly! Oh, Kacke. Nein, Flamly! Und jetzt die Kratzer! Flamly! Und... Schnell zurück! Wie das aussieht, ey. Wir sind ein aufgeschrecktes Hühnchen. Naja, das ist ja ein Kauf. Und noch ein Level Up für Flamly, Und schon, Leute, sind wir in Rosalia City. Komm, send mal. Ja. Rosalstadt, Entschuldigung. Stimmt, Rosalia City war ja, also Johto. Hi, ich habe an einem Pokémon-Supermarkt. Ich kann auf den ersten Blick, was ein Trainer-Neuling bist. Na gut, weil ich so ein herzensguter Mensch bin, werde ich dir ein paar nützliche Tipps geben. Okay. Das drüben ist ein Pokémon-Supermarkt. Man kann den ganzen Land am blauen Dach erkennen. Ja, dann gibt es wieder zwei Gebäude, wa? Also, weil so bei XY haben sie beides kombiniert, in einem Gebäude gemacht und hier war es wieder getrennt. Ja, back to the roots halt. Wir verkaufen dort jede Menge nützliche Dinge, wie Pokébälle mit dem Pokémon fängt, genau. Hier, das ist für dich, ein kleines Werbegeschenk. Dankeschön, aber zwar bereits, aber ist egal. Tränke kann man überall einsetzen, genau, das macht es ja unfassbar praktisch. Und das hier ist ein Pokémon Center, du kannst es am roten Dach erkennen. Halt der Pokémon und sorgt dafür, dass er wieder topfit ist. Ja. Geil, dankeschön, gute Reise und tschüss. Nein, endlich mal, Leute, ich muss langsam den Part beenden. Den ersten Part hier von Pokémon Omega Rubin. Hi, Schwester Joy. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Ich meine, dein Pokémon Master der Fit. Was soll der Fit machen? Ein Team? Ein Team aus einem Mitglied. Deshalb heißt es ja, toll, ein anderer macht's, aber egal. Aber eine Geduld, ist wieder fit und tschüss. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play auch so sehr wie mir. Hier bei Pokémon Omega Rubin geht es hier weiter mit Brix in der Hauptrolle und Flamly als erstes Starter-Pokémon. Wie bereits erwähnt, schreibt eure Kommentare bezüglich, was ich noch alles machen soll, wie zum Beispiel bestimmtes Pokémon fangen, Spitznamen geben, trainieren gegen bestimmte Arena-Leiter, Top-4-Mitglieder, sonst was einzusetzen, bestimmte Attacken beizubringen. Alles Mögliche. Nichts ist theoretisch unmöglich, wa? Natürlich muss es irgendwie umsetzbar sein, aber sofern es das ist,
mache ich es auch irgendwie möglich. Bis dahin, ciao zusammen!